kommen zu diesem packenden Finalspiel. Zwei gleich starke Mannschaften stehen sich gegenüber und deswegen können beide Trainer heute in erster Linie auf die Defensive setzen, um ihre Mannschaft zu stärken. Wie siehst du das, Sebastian? Ja, das kann man natürlich nie so ganz genau voraussagen, denn wie du sagst, es ist ein Finale, das ist oft taktisch geprägt. Ich glaube, heute werden diese Kleinigkeiten entscheiden. Vielleicht eine Standardsituation, vielleicht eine Hinausstellung, ein Platzverweis. Mal schauen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich denke, wir können uns beide auf diese spannenden 90 Minuten freuen. Ja, schön, wie er den Ball weiterleitet. Freistoß und da hat er Glück, dass der Schiedsrichter nicht die gelbe Karte aus der Brusttasche holt. Tja, wie willst du einen Torwart mit so einem Ball in Verlegenheit bringen? Und der Keeper befördert den Ball aus der Gefahrenzone. Ja, und wenn sie es dem Abwehrspieler so leicht machen, bitte, schon hat er wieder den Ball. Ja, und da sagt der Torhüter, hier hat keiner was verloren, das ist meiner. Weg mit dem Ball. Und aus diesem langen Ball könnte sich eine gefährliche Situation ergeben. Hat nur noch den Torwart vor Augen. So, den muss er jetzt reinmachen. Ja, da hat er sich vielleicht selbst gewundert über diese Distanz, aber ist gut gegangen. Ah, das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Einfach weg mit dem Ball. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Riesenmöglichkeit. Da stand er eigentlich zu weit weg vom Ball und trotzdem kommt er irgendwie noch dran, der Keeper. Ich glaube, das war auch richtig so, dass er den Ball hier lieber wegfaustet, als dass er versucht, ihn zu fangen. So, jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Kann er die Möglichkeit nutzen? Jetzt hat er den Platz. Na, das hat ja auch lang genug gedauert heute hier bis zum ersten Tor. Boah, was war denn das für ein Ding? Unglaublich! Also der braucht zwar viele Gelegenheiten, aber irgendwann bringt er den Ball dann doch irgendwie im Tor unter. Klasse Stellungsspiel. Ja, und wie er den Ball da weiterleitet, sofort, das sieht schon gut aus. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Ja, klare Sache, logisch, Freistoß. Vielversprechende Position, jetzt müssen sie nur noch was draus machen. Der geht in die Mauer. Also ich wundere mich, da ist der Spieler verletzt und es gibt nicht mal eine Verwarnung. Ja, da krümmt er sich am Boden, wälzt sich, ist ja klar, der hat den voll getroffen. Und was macht der Schiedsrichter? Nichts. Unglaublich. Ja, der Abwehrspieler blockt den Ball ab. Genau in den Lauf. So, jetzt muss der Schiedsrichter aufpassen, gibt Freistoß nach dieser Grätsche. Das Spiel wird härter. Und der Freistoß geht genau in die Mauer. Schön mit dem Kopf.
Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Ja, ich weiß gar nicht, warum der Spieler hier meckert. Das war eine ganz klare gelbe Karte und die gibt's auch. Ja, ganz klar gelbe Karte. Richtige Entscheidung des Unparteiischen. Los, schieß, Junge! Ein Angreifer war zuletzt am Ball, deswegen Abschluss. Jetzt müsste er flanken, Anspielstationen sind da. Ach, was mag er sich wohl bei diesem Flankenball gedacht haben? Wir wissen es nicht. Ja, wo bleibt die Flanke denn? Und damit sorgt der Keeper erstmal für Befreiung. Erstklassiges Zuspiel. Also, dass er den noch rausgeholt hat. Ja, erstmal raus hinten mit dem Ding. Nutze die Chance. Ball kommt gut. Ja, jetzt die Frage, behält er die Nerven? Nur noch ein Abwehrspieler steht zwischen ihm und dem Tor. So, jetzt wird's gefährlich. Der passt genau. Ein Tor mit absolutem Seltenheitswert. Klasse gemacht. Also der braucht ja eine ganze Menge Torchancen, aber irgendwann trifft er dann doch, so wie in dieser Situation. Erste Hälfte unentschieden, 1:1. Hoffen wir mal, dass die Verletzung des ausgewechselten Spielers nicht allzu schwer ist. Auf jeden Fall gute Besserung von hier oben. Schauen wir mal, wie die Trainer ihre Teams auf die zweite Halbzeit eingestellt haben. Was hat er sich dabei gedacht? Dann müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. So, in der eigenen Hälfte ist er wieder im Ballbesitz. Das ist ein Weltklasse-Dribbling, also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Und da sieht man wieder die Klasse dieses Spielers, gerade auch bei den langen Bällen. Das war eine tolle Ballstaffette. Ja, das ist für mich eine Karte, das ist überhaupt keine Frage. Ja, für mich besteht da kein Zweifel, für den Schiedsrichter auch nicht. Also, gelbe Karte. Ja, damit haben jetzt schon 2 Spieler gelb gesehen, jetzt müssen sie aufpassen. Wo kommt der an? Klasse Zuspiel. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Und der Ball ist drin. Ja, das ist ein Tor, ein Augenschmaus. Herrlich. Und wie machen wir es jetzt? Knappe Führung, aber ist das jetzt richtig, schon auf die Defensive zu setzen? Dann wird die Situation gut eingeschätzt. Der Ball war
gerade eben noch frei, aber nur ganz kurz, jetzt ist er da. Klasse Pass hinein in die Gefahrenzone. Ein wunderbarer Pass. Es ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindelig spielt. Und er trifft. Wunderbar, einfach wunderbar, ein wunderschönes Tor. Ja, und das ist, um es mal vorsichtig zu formulieren, eine ziemlich bescheidene Leistung des Keepers. Er ist ganz klar der Schwachpunkt im Team. Erste Auswechslung des Trainers in dieser Begegnung. Den Ball aus der Abwehr rausgespielt. Ja, das war ganz sauber gemacht. Klasse. So eine Gelegenheit. Ja, und der Ball ist noch im Spiel. Ja, schönes, langes Zuspiel. Ja, und dafür hat er das Auge. Klasse gespielt. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul. Und das muss die gelbe Karte geben. Ja, den Ball hat er überhaupt nicht getroffen, dafür aber den Gegner. Und da muss man mit der gelben Karte leben. Boah, die Spieler gehen hier ganz schön hart zur Sache. Auch diese Karte völlig in Ordnung. Und es gibt die erste Auswechslung des Trainers in dieser Partie überhaupt. Klasse Parade. Ja, da spielt er den Ball weit nach vorne, findet seinen Mitspieler. Oh, das ist noch heiß, das ist noch heiß. Souverän gemacht. Ja, klasse, wie der Abwehrspieler das gemacht hat den Ball zurückerobert. Wunderbarer Pass. Super Parade des Torhüters. Also über mangelnde Beschäftigung kann sich der Torhüter nicht beklagen. Ja, und so hat der Torwart erstmal souverän geklärt. Klasse, wie er den spielt. Klasse Ball und das über diese Entfernung. Oh, das sieht aber ganz vielversprechend aus, diese Situation jetzt. Und er geht an die Latte. So, und dafür bekommt der gefaulte Spieler einen Freistoß zugesprochen. Viel zu gutmütig der Schiedsrichter heute. Für diese Aktion muss der Spieler einfach gelb sehen. Ja, beide Trainer bringen jetzt nochmal einen frischen Spieler. Schauen wir mal, wie sich das auf die Partie auswirkt. Es war ein guter Einsatz des Verteidigers hier. Und das war schon toll, dieser Pass. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. Und schon ist die andere Mannschaft wieder dran. Und es gab ja die ein oder andere Unterbrechung in dieser Partie, deswegen 3 Minuten Nachspielzeit. Und nach dieser rüden Attacke muss es natürlich Elfmeter geben. Ja, und ein Elfmeter für den Gegner, das ist natürlich ungefähr das Schlimmste, was ihnen in diesem Moment überhaupt passieren konnte. Und es kommen gleich 2 neue Akteure in die Begegnung. So, wird das ein Tor? Oh, an den Pfosten. Überhaupt keine Abwehrchance für den Torhüter.
nicht schlecht. So, das Spiel ist aus. Der Schiedsrichter pfeift die Partie ab und sie haben gewonnen. Und das ist natürlich das, worauf die Fans gewartet haben. Und der Jubel kennt überhaupt keine Grenzen mehr. So, das war doch eine spannende Partie. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen und wir sagen Dankeschön und verabschieden uns bei Ihnen. Wir, das sind Sebastian Hellmann und Tom Bayer. Tschüss.